Yo, YouTube, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Schweizer und ich reagiere heute auf das Video So teuer ist ein Tag in der Schweiz von Mal Wanne. Wir sind gespannt, was sie sich angeguckt hat und was sie gemacht hat. Wir gehen rein. Hallo zu Vlogmas Tag 10. Heute rechnen wir zusammen, wie teuer ein Tag in der Schweiz für uns ist. Ich denke günstig. Ja, guck, das ist so ein typisches Video. Sie geht nach Zermatt, einer der teuersten Orte in der Schweiz, und wird sich dann wahrscheinlich im Video darüber beschweren. Yo, Bro, die Schweiz ist so teuer. Das ist wie wenn du in Deutschland an den Tegernsee gehst und dann sagst, Bruder, Tegernsee ist mies teuer. Das Skifahren, das Hotel, alles wird heute offengelegt. Statement von Vanessa. Aber Zermatt, absolut Affen-Ober-mega geil. Fangen wir mit der Unterkunft an. Das Chalet-Hotel Schöneck ist ein 4-Sterne-Hotel und kostet uns 450 Franken die Nacht. 450 Franken die Nacht für ein 4-Sterne-Hotel in Zermatt. Das ist eine Leistung, das ist eine Ansage. Oder wie YouTuber sagen würden, 10 Minuten Stream. 475 € sind. Dafür bekommen wir... Boah, Digga, man, guckt euch diesen Oschi an. Man nennt es auch den Analplug der Schweiz. Oder ja, ich habe irgendeine Scheiße gelabert. Weiter. Aber auch ein Zimmer mit Matterhornblick. Ski-Equipment ausleihen kostet ungefähr 60 € pro Tag. Ich habe Stöcker, Skier und... Das geht eigentlich voll. 60 € pro Tag für Ski und Stöck und so. Sieht ein bisschen aus wie ein Cherry, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Ding hier muss unter den Helm. Helm ist sowieso Shit. Ski leider auch Shit. Und die Regenbogenjacke müsste jetzt nicht sein. Aber in Zermatt lassen wir das durchgehen. Skischuhe. Timo hat noch dazu einen Helm. Kommt drauf an, was man braucht. Aber ja, für mein Equipment ungefähr 60 € pro Tag. Wir haben uns jetzt für heute ein Ey, ist voll das geile Video irgendwie. Ist geil geschnitten und so. Skipass geholt und mein Beginner... Okay, ich schätze kurz. Skipass. Beginner-Skipass. Ich weiß nicht, was das ist. Ich würde sagen, ein Tag Skifahren. Ich würde sagen, ein Skipass in Zermatt. Ein Tag, 115 Franken. Skipass kostet ungefähr 59 Franken. Das sind so... Ja, okay, aber ein Beginner-Skipass ist wahrscheinlich nur für irgendwo unten, wo es nicht so steil ist. Oder vielleicht so Beginner-Lift, I guess. Die 60 €. Und Timos Skipass, so ein richtiger, kostet Oh, okay, richtiger Skipass. 90 €. Das geht eigentlich. Uiuiui. Der Skipass kostet zwar 60 Franken pro Tag, aber der Spaß ist unbezahlbar. Ey, geiles Ski-Outfit, Mann. Super. Ganz kurze Frage, Chat. Please don't judge me jetzt. Mal Wanne. Ich kenne sie vom Namen her, aber ich weiß nicht von wo. Ist Mal Wanne ein YouTube-OG? Oder bin ich gerade dumm? Egal, Shoutout an Mal Wanne. Ich küsse dein Herz für das Video. Hast du gesehen, wie du das gemacht hast? Ich hab gedacht, die stirbt jetzt. Ich dachte, die stirbt. Ich kann nicht raus. Ey, krank. Ein Glühwein nach der ersten Abfahrt, 8,50 €. Ein bisschen Glühwein muss sein. Nach vorne, nach hinten, nach links und nach rechts. Jawohl. Geil. Ja, die Position würde ich jetzt als ausgebildeter Skilehrer als nicht optimal einschätzen, aber trotzdem ist ein guter Speed drauf. Jede zweite Sekunde Zweiter wird Glühwein nach gestoppt, der lieben wir zweiten aber nicht Abfahrt böse und für gemeint. Timo ein Radler, 16,70 Franken. Aber wann trinkt man schon Glühwein mit so einer Aussicht? Und es gibt sogar einen kleinen Keks dazu. Aber wann trinkt man schon Glühwein mit Wolken am Himmel? In Zermatt. Boah, diese Piste, wenn es schönes Wetter ist, hier mit dem Matterhorn, kommt geil für einen Instagram-Post. Zur Mittagspause sind wir oben auf dem Berg eingekehrt. Dort findet so eine Art Self-Service statt. Da kann man sich viele verschiedene Dinge aussuchen. Preislich aber alles trotzdem sehr teuer. Ich nehme Röschen mit Spiegelei. Ja, okay, das sind halt einfach Bergpreise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt in Österreich Skifahren gehst, ist nicht günstiger. Also, das kostet in den Bergen halt einfach viel. Aber ich sag ganz ehrlich, das gehört irgendwie so ein bisschen zur Berg-Experience dazu. Du musst so eine Cola für so 6,50 oder so 8, einfach so eine Cola für 8, die schmeckt einfach dann nochmal besser. Weißt du, wie ich meine? So mit der Bergluft und der Aussicht. Weißt du, wie ich meine? So mit dem Schnee und so, kommt krass. Okay, also einmal Rösti mit einem sehr Sunny-Side-Up-Egg. Und... Oh, 2 Rösti. 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 2
Boah, ein Brotwurst mit Zwiebeln, Soße und Rösti. Beste, Digga. Ich lieb das. Hodi. Rösti mit dieser Zwiebelsoße. Bratwurst. Beste, Digga. Das Wichtigste jetzt. Oh mein Gott, ich sehe richtig aus, als ob ich den ganzen Tag Ski gefahren wäre. Das kommt tatsächlich davon, dass du den ganzen Tag Ski gefahren bist, wenn ich das mal so einwerfen dürfte. 58 Franken. Deins hat 23,50 gekostet, meins 20,50 und 7 Euro für die Getränke. Ich weiß, Leute, es heißt das Matterhorn. Der Berg. Das ist ein View. Ey, ich habe tatsächlich das Matterhorn nur einmal gesehen in meinem Leben, obwohl ich Schweizer bin. War aber cool. Digga, ich finde das Video ist richtig unterhaltsam und lustig geschnitten. Ey! Wicked! Leute, ich bin das erste Mal, boah, mein Gesicht ist voll kalt. Ich bin das erste Mal runter, an Hindernissen vorbei, an Kindern vorbei. Oh, da ist jemand gefallen. Jetzt verstehe ich aber nur über den was als Spaß hat. Ja. Und ich bin gut, ich bin Gefühl, auf die schnell. Piste gekommen. Man hat es richtig gemerkt, dass du nicht so... Davor bist du halt eine kleine Kurve angehalten, total unsicher. Und Immer so. jetzt ist sie halt einfach gefloat und war halt so, die ganze Piste halt einfach gefahren. Ein erfolgreicher Skitag endet natürlich mit Après-Ski. Hier sind die Preise wirklich ähnlich zu den Pistenpreisen. Und wir haben uns für 2 Aperol Spritz entschieden. Ein Klassiker unter den Après-Ski-Drinks. Und weil wir nicht Ein Aperol Spritz. die Skisaison haben und es ein Montag war, mussten wir ein bisschen Party faken. Wir mussten Party faken. Yay, wir haben so viel Spaß! Ein Aperol Spritz, 13 Franken. Für uns war Après-Ski aber nach einem Getränk vorbei, denn wir hatten noch große Pläne. Wir wollen heute Abend noch Käsefondue essen. Ein absoluter Klassiker unter den Boah, Digga, ich gehe morgen mit Paul, Frege, Paolo Mucco Maido in die österreichischen Berge. Wir haben so eine Hütte gemietet und wir chillen da 4 Tage. Und wir werden uns so hart Raclette und Fondue reinballern. Ich werde so fett werden. Ich werde mich einfach dumm essen. Ja, Stream wäre eigentlich geil, so ein IRL, aber nur so ein kleiner. Weil die haben dann immer noch so keinen Bock. Die sagen dann, ja, reicht jetzt mit Stream. Schweizer Gerichten. Und dafür mussten wir quer durch die Innenstadt von dem kleinen süßen Örtchen Zermatt. Und selbst der Regen hat uns nichts ausgemacht. Vom Après-Ski haben Selbst der Regen konnte uns nicht aufregen. Ich halt mein wir Maul. uns jetzt auf den Weg gemacht zum Fondue essen. Ganz klassisch. Und der Weg hierhin, oh, ist das schön. Guck mal, das ist der Weihnachtsmann. Im Grand Hotel. Nee, es muss irgendwo sein, wo Edwards Gastrobar ist. Ah, da. Boah, ja. Du musst in genau so einen Schuppen musst du Fondue essen gehen. Das muss so ein bisschen bürgerlich aussehen. Da gibt's so den geilsten Käse, Digga. Ja, hier riecht's schon mal nach irgendwie Furzkäse. Wenn ihr nächstes Mal da Wurst. Also, wir haben hier Käsefondue in ganz vielen verschiedenen Preisen. 27 Franken für Käsefondue, 29,50 für Käsefondue Hausart, Fondue du Maison, Cheese Fondue, was ist da anders? Zusätzlich mit Birnen serviert. Ach so, Birnen, nee. Tomatenfondue, Käsefondue mit frischen Champignons. Nee, einfach normales Käsefondue. Moitié. Kategorien. Es gibt das klassische Hausart mit Birnen, Tomatenfondue, frische Champignons, Frische Champignons. Gorgonzola, Chili, Bierfondue Oh, Bierfondue könnte aber geil kommen. und Käse von Prosecco. Ich denke mal, wir nehmen das klassische, ne? Käsefondue. Wir wollen Mit Champignons. und dann nicht verrückt werden. 27 Euro pro Person. Ja, also Fondue ist im Restaurant immer teuer in der Schweiz. Mies teuer. Also das lohnt sich, wenn man sich das selber kauft. Das Ding ist ja, Fondue im Restaurant essen, finde ich, macht nicht so Sinn, weil Fondue ist eines der Gerichte, dass du zu Hause richtig easy, richtig geil kochen kannst. Du gehst in eine Käserei, holst dir eine geile Fondue-Mischung, machst die warm, bisschen Weißwein, bisschen Knoblauch rein, boom, schmeckt wie im Restaurant. Deshalb im Restaurant eher so ein Schnitzel nehmen, weil das kannst du zu Hause nicht so easy nachmachen. Denkt mal drüber nach, Jungs. Denkt über diese Worte nach, okay? Für Schweizer Preise klingt das gerade nach einem Schnäppchen. Also man nimmt hier sein Brot. Wir müssen euch Käsefondue nicht erklären. Und dann tunkt ihr das so. Denkt ihr, da hat ein Koch schon mal reingewichst? Schon, oder? Leck. Boah, siehst du, wie es dampft? Timo hat Ja. das schmeckt wie eine Ich hoffe doch. käsige Suppe. Boah, Mann. Ey, Digga, Mann. Käsefondue ist so geil, aber macht halt auch so Fett. Das ist so eine Scheiße. Wieso gibt's noch nicht Fett Zero? Also wie Zuckerersatz, Fettersatz. Und dann kannst du so ein Käsefondue Zero bestellen. Das schmeckt wie Fondue, hat aber Zero Fett drin. Checkt ihr, wie ich meine?
Schmeckt ja nach Alkohol. Hi. Hallo! Also das Käsefondue, müssen wir leider sagen, hat uns überhaupt nicht geschmeckt. Das war eine absolute Alkoholbombe. Ja, es hat so nach Alkohol geschmeckt. Und es hat immer so geschmeckt, wenn man es im Mund hatte, als Schnaps? War da Schnaps ob drin? so der Alkohol noch im Mund weiter verdampft. Ja. So. Bro, das ist doch ein geiles Käsefondue. Das muss ein bisschen nach Schnaps riechen, ein bisschen Weißwein, so bup, 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 you know? Aber ich glaube, der war auch einfach nicht heiß genug erhitzt, dass das halt so ein bisschen Oh, verdarb. ich glaube schon, aber sie hat ja gesagt, da ist irgendwie Wein drin und noch irgendwie ein Schnaps. Ja, Yeah, ein Schnaps, Digga! Aber ich so gut dabei nach dem Käsefondue. Das hat sich angefühlt, als würden wir so einen Liter Ethanol einfach da uns komplett reinladen. ja, also, War ein bisschen sad darüber, muss ich sagen. Ich habe mich so gefreut. ja, ich habe mich Jawoll, Schnaps im auch Fondue. mega drauf gefreut. Ja, aber ansonsten tolle Erfahrung, in der Schweiz mal Käsefondue zu essen. Für 60 Euro. Nee, Ey, macht euch nicht lustig über unser Fondue. Jetzt reicht's. Da ist Schnaps drin, da ist Weißwein drin, das gehört sich so. Das muss teuer sein, weil ansonsten wäre es günstig. Macht keinen Sinn, das Argument, aber macht euch nicht lustig über unser Fondue. Ich lieb's. Immerhin besser als mein erstes Mal Fleischfondue, wo ich mir einfach den Fleischspieß in den Handballen reingejagt habe. Das klang jetzt ein bisschen falsch tatsächlich, aber wir machen weiter. ich war auch sehr froh, dass diese Gabeln keinen Widerhaken hatten. Okay, ja, und jetzt laufen wir hier gemütlich nach Hause und rechnen mal zu Hause zusammen, was uns der ganze Tag so Ich hab mir mal Fleischspieß in die Hand reingejagt. gekostet hat. Kommen wir Boah. zum Kassensturz. Ich finde, das Video ist echt geil gemacht. Props an Malvanne oder den Cutter, an alle Beteiligten von diesem Videoprodukt. Das Hotel ist natürlich so eine Ausgabe, die ist ein bisschen variabel. Ne? Man kann sich ja auch ein 3-Sterne-Hotel gönnen oder ein Airbnb oder Aber ich bin Influencer, deshalb habe ich das teure genommen. ein 2-Sterne-Hotel oder was weiß ich unter der Brücke Würde ich auch so machen. Chill-Chat, okay, chillt, würde ich auch so machen. schlafen. Das muss jeder für sich selber wissen. Wir haben jetzt für diese Reise mal das ausgewählt, weil wir auch was Schönes zum Film haben wollten. Und natürlich die Anfahrt Die haben das so krass von den Steuern abgesetzt. Holy shit. ist sehr variabel. Also ob du jetzt aus Berlin ankommst oder hier um die Ecke wohnst, das sind natürlich unterschiedliche Preise. Wir rechnen jetzt einfach mal zusammen, was uns zweien zusammen dieser Bisschen Tag leise hier. Fangen wir mit den Getränken an. 18 Euro. Ich bin richtig verwirrt, weil wir einmal Glühwein in so einem richtig schönen Holzhäuschen getrunken haben, was viel hochwertiger war. Und da war der Glühwein günstiger als auf diesem Berg, wo man sich das in einen Styroporbecher selber reinkippen musste. Und bei dem anderen gab es eine Orangenscheibe und einen kleinen Keks dazu. Und also die Preise hier machen teilweise echt keinen Sinn. 17,62 fürs zweite Mal Getränke. Jetzt kommt der Tagespass. 165 Euro. Das ist ganz schön viel, weil es ja nicht mehr so lange hell ist. Und ja, komm, für 4 Stunden Skifahren 165. Aber dann sind sie zu spät auf die Piste gegangen, I guess. Ich meine, wenn du um 9 Uhr auf der Piste bist, kannst bis 4 Uhr fahren, 7 Stunden, das geht. 2 Personen. Dafür kann man 4-mal den ganzen Tag im Heidepark verbringen. Ja gut, Heidepark. Ich sag mal so, gibt's da ein Fondue mit Schnaps drin? Ausleihen von den Skiern für 60 Euro. Ja, was weiß ich. Jetzt kommt noch unser Mittagessen. 61 Euro. Und unser Abendessen 85 Euro. Da sind wir jetzt bei 406,62 Euro und ich habe das Hotel noch nicht mehr mit reingezählt. 475 Euro die Nacht. 881,62 Euro. Dafür Für fahren einen wir Tag. teilweise eine Woche in den Urlaub, Timo. Was wir hier in einem Tag verprassen. Wir haben ja aber auch ein 4-Sterne-Hotel. Wir haben uns dieses Mal richtig gegönnt. Man kann ja auch zum Beispiel in ein 3- oder 2-Sterne-Hotel oder in ein Airbnb oder es gibt sicher günstigere Alternativen auch hier in Zermatt. Ja, aber ich finde krass, dass das hier ein 4-Sterne-Hotel ist. Das sieht nicht so aus. Das sieht so aus wie ein 3-Sterne-Hotel. Aber in Zermatt ist halt einfach so, ne? Wir haben uns natürlich so ein bisschen gegönnt, So viel zahle ich am Tag für meinen Koks. auch fürs Film, wenn wir was Schönes haben zum Präsentieren. Okay, 1000 in einem Tag in Zermatt ist schon teuer, muss ich sagen. Okay. Da kann ich nichts dazu sagen. Ist schon viel, obviously. Aber ja, 801. Und wie viele Tage waren wir jetzt hier? Also aktive mal 3 ungefähr, ne? In 3 Tagen mit Skifahren, mit Essen, mit allem drum und dran haben wir circa 2644 Euro. Von den Steuern abgesetzt.
Nee, okay, das ist schon krass. Also wenn du überlegst, 3 Tage in Zermatt, 2600 und die haben jetzt ja wirklich nicht luxuriös oder so gelebt. Klar, man kann im Supermarkt das Essen einkaufen, günstiges Hotel, Skier selber mitnehmen und so, dann kommst du deutlich tiefer raus. Aber es ist halt Zermatt, Digga, ne? Also die Schweiz ist schon teuer, aber das ist schon so Zermatt, St. Moritz, Talpit, Shit, was wirklich viel ist. Ja, kein Wunder, dass ich in meiner Kindheit nie Skifahren war, weil das einfach für reiche Menschen ein Urlaub ist. Muss man einfach so sagen. Nee, Zermatt ist für reiche Menschen ein Ort. Du kannst auch günstig, ja gut, Skifahren ist immer teuer, ja, okay, hat sie recht, aber Zermatt ist halt schon noch mal teurer. Ja, aber Schweiz ist nochmal extra teuer. Das ist schon insane hier, finde ich. Ach, Schweiz ist extra teuer? Ja, das ist schon krass. Also generell Skipass und so ist schon immer teuer, aber ich finde es hier allein auch so dieses Essen und so ist ja so krass teuer. Da zahlst du da echt immer so 40 Franken für ein so ein Gericht, ja. Gericht. Ja gut, ich meine, wir hätten ja auch zu McDonald's gehen können. Ja, okay, das stimmt. Skifahren ist geisteskrank teuer auf der einen Seite, aber auch geisteskrank geil auf der anderen Seite. Und ich würde sagen, wenn du halt jemand bist, der oft Skifahren geht und du hast deine eigenen Skier, eigenen Helm, Skischuhe, dann geht's. Dann fährst du mit dem Auto hin, holst dir dein Essen im Coop oder im Rewe, bezahlst 90 € für einen Tagespass, hast einen Tag Spaß. Ich glaube, es geht schon. Ich glaube, Skifahren ist nur für Leute teuer, die halt nicht oft Skifahren, weil die müssen sich alles leihen, die haben keinen Bock, dann ist es noch aufwendig. Ich glaube, wenn du es hast, dann geht's einigermaßen, wenn du jetzt nicht dort pennen musst, ne? Aber pennen kannst du halt auch in einer Jugendherberge, wenn du das willst. Ich würde es jetzt nicht machen, aber man könnte es machen. Aber ich glaube, selbst McDonald's ist hier teurer. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hätte diesen Ort jetzt nicht ausgesucht, wenn wir nicht Vlogmas gedreht hätten, wenn wir nicht schon in Mailand gewesen wären und das auf dem Weg gewesen wäre zwischen Mailand und Basel. Sehr, sehr cooles Video von Malvanne. Guckt bei ihr vorbei und lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!